Willkommen bei Dreckstart der Lützeburgischer Gaming Show auf YouTube. Wir sollen erst uns merci, dass ihr das Woche nächste dabei seid an unserer 5. Episode. Das Woche nächste Mal dabei sind den Mike Orlowski und den Jimmy. Moin. Voilà, kommen wir dann noch direkt zum Rückblick von letzter Woche. Und ausnahmsweise das ja auch von letzter Woche, weil wir waren auf der Gamescom und da konnten wir das nicht machen. Letzte Montag also. Der Shitpit. Da war der Shitpit, genau. Der Shitpit zwischen dem Jimmy und dem Hinkel. Ja, wir haben Dead or Alive gespielt und den Hinkel hat gewonnen. Und er schon aber eng Rund gewonnen. Es war nicht 5-0, war 4-1. Ja, den Hinkel, den hast du knallhart am Dead or Alive 4. Ich weiß, dem muss wie der Reis war, wir haben so viel darüber geschwart und den hat viel gespielt. Also, das verliert ihm eigentlich nie. Ja. Die zweite Woche, Shitpit, war kein Shitpit. Ja. Das Problem ist den, wir wissen nicht, wo den Hinkel Ja, das soll den Hinkel gegen mich sein. Und ja, den Hinkel ist halt noch immer nicht da. Ja, das Video tauchen zusammen ab. Ja, die Videos sind pünktlich, ja. Wir wissen nicht, wo der sitzt. Ja. Ja, auf jeden Fall haben wir da ein bisschen einfach für den Leute, aber trotzdem habe ich zu bieten, haben wir ein Video von uns gewesen. Einmal ein Video, den ich für ein paar Monate gemacht für einen Channel, für dass man die ganze Plan noch hat. Dann hat Jack eine Montage gemacht über Battlefield 4. Zusammen mit einem Lied von Ice. Ja. Ne? Genau. Und der PJ hat ein Lied von sich, das ist schon, du hast gesagt, für uns 2 Jahre. Mehr cool Lied hat ihn geholt. Und da habe Planet Side 2 für dich gemacht. Das war vom Trailer, Mensch. Genau, vom Trailer, ja. Ja, das ist wirklich mehr cool. Muss ich unbedingt gucken. Also ich fand das Lied schlecht und doch privat. Das möchte ich, ja. Aber auf jeden Fall. Das war mein Tag für Konsolen. Yes, letzte Woche. Letzte Woche war Tembo, The Badass Elfen, unbedingt das Spiel, was da ich muss gucken. Ja. Das Woche war Limbo. Und das war aus dem Grund, wo du gleich Insider rauskommt vom selben Development Team Playdead Studios an ich meine Studios Playdead an das Spiel ist cool. Limbo ist cool. An einem Moment für PlayStation Plus Member gratis. Also auch von den Domfilmen muss bezahlen, das Spiel ist mehr cool. Ja, das Spiel ist fantastisch. Mittwochs Hinkel. Mittwochs zum Hinkel. Letzte Woche war es Skyfall MMO. Genau. Und das Woche war es House of 1000 Jumpscares. Ja. Ein Spiel mit Jumpscares. Ja. Pünktlich abgelöst. Pünktlich auf Dekon, ja. Donnerstag war mein Mobile Corner. Letzte Woche habe ich vom Angry Birds 2 ein kleines Review gemacht. So war das ja verlangt. Das ist free to play, aber das ist aber ein cool Game. Ja. Das ist nicht wie Aldiana, das ist wirklich besser. Ja. Das ist nicht so, ja, das ist nicht immer dasselbe. Okay. Ich schon durchgespielt, ja. Okay. Ja. Und das war nicht viele Spieler, aber da war viele News und ich schon auch meine kleine News-Sektion gemacht. Große News waren, dass Lara Croft Go ein Release-Date wird. Ja, der 27. Das ist Main. Ja, gut. Das ist cool. Das sieht auf jeden Fall mehr cool aus. Ja. Das ist wie Hitman Go. Ja, weil das ist derselbe minimalistische Puzzle-Typ. Yes. Ja. Also ich fand es sehr cool. Ja. Dann war... Voilà, dann war es mehr. Letzte Woche Freitag habe ich Horrorspieler gespielt. Ich bin ja nicht so froh mit Horrorspielern. Ja, aber schon eine Masse gemacht. Das sollte mal... Das hat Anfang. Fisch! Fishing! Come on! Azuma! Das sind meine Spieler. Ich will sehen, wie du fährst. Voilà, und das Woche eine Stunde aus gegebenem Anlass, weil ich den Hinkel vermisse, und ich und die letzte Kehr, wo ich Zeit mit ihm verbracht war, das war, wo wir zusammen Don't Starve Together gespielt haben. Und die Party wollte ich dann natürlich nicht 4 teilen, und die dann noch abgeladen. Ja. Und, Ganz romantisch. Ganz romantisch. Ja.
Battles. Samstags? Ja, gleich Woche war nach den Part 2 von also Mario Kart Battle Run. Ja. Ganz spannend war. Ja. Aber schön nach Dingens. Da hun ich da war ich zweiten. Part 1 war schon erreicht. Ich hatte große Hoffnung, mit den Hinkel kommen Strike Back an der Not Grund für sich entschieden. Ich war zweiten, PJ war letzten, Jimmy war dritten. Yeah. Und das Woche war es genug pardon, auf Mortal Kombat. Genau, aber nicht den Link, genau. Ja. Und da hat den Hinkel gewonnen. Ja. Und dann, ich war zweiten, ich ging so, okay, das war, weil ich am Anfang bei mir im Team war, weil ich war total noob an dem Spiel und ich bin mich auch gut aufgeregt. Da geht es Rosen, ne? Man nimmt die selbst trinken. Und dann, ja. Aber ich war auch ein bisschen ein bisschen länger vor, aber ich muss das muss sehen. Voilà. PJ dritten, Jimmy letzten. Das ist aber noch alles up, du. Ja, du bist nicht so gut mit Campspieler. Mehr fand du schon mal Spieler. Oh, auf alle Fall. Das war dann die Woche. Genau. Dann war Gamescom-Episode. So, das Gamescom-Episode und das bringt uns dann noch Haut. Das ist unterschiedlich und wir sind hier. Ja. Ja. Schon kommen wir dann zu den News. Ja, Fallout 4, den Open-World-Rollenspiel von Bethesda, könnt ihr diesen November raus und ganz Welt freut sich schon darüber. Lo hun sie dann rausgehen, dass hier Collectors Edition diese verkaufen, wo ein Replika Pip-Boy dabei kann kriegen, dass die lo dann ausverkaufers und noch nicht Mino gestaltet. Sie sind mehrfach schon zurückgegangen an Fabriken und haben nach weiter machen gelos, sie haben gesagt, mehr geht leider nicht und das holt sich dann. Lo hast dann auf der Gamescom eine Demonstration gewirrscht mit einem Video von neuem Gameplay. Die Demonstration die war aber 100 verschlossenen Tieren. Lo hört dann du so wie das üblich ist, das Ganze mit dem Handy gefilmt und du noch an den Internet gesagt, auf YouTube und auf verschiedenen anderen Videoplattformen. Bethesda hat sich natürlich direkt so gesagt, das löschen zu lassen, aufhüllen zu lassen und das ist ihnen noch größtenteils gelungen. Außer auf einer Platz, da haben sie nicht den Wäsch gekriegt, und zwar auf einer bekannten Porno-Seite. Ich soll noch nicht den Namen von der Seite, wenn wir die Links unterstützen. Ja. Ja. Aber, ja, ne? Du hast das Video dann... Das ist ein Trick gewesen. Ja, und hast auf tausende von Mole schon geguckt gewesen, die auf der Seite. Dann die werden bestimmt gedacht, oh Fallout, das klingt mal interessant. Das war für einen für so ein Film. Ja, die werden verschiedene Leute werden dann sicher B-Moll dazwischen gedacht, machen wir eine kleine Pause oder auch nicht. Oder auch nicht. Auf jeden Fall, ja, das geht gut schlecht trinken. Obwohl ich muss so eine schöne Haut nachgesehen auf YouTube. Ja. Mit dem werden immer rumkommen, also im Waschkohl gehen, immer rumkommen. Das, wie so immer bei den Leaks kann ich natürlich statt von zwei Seiten gesehen auf einer Art und Weise Leak, als natürlich Firma ist nicht froh. Auf der anderen Seite, da möchte ich auch Schlagzeilen. Ja, ja. Nach Publicity. Definitiv. Ja. Hearthstone, das ist das digitale Kartenspiel von Blizzard, war seit einer geraumer Zeit schon für PC raus ist und noch entretant für iOS und Android. Voilà, Blizzard hat rausgehen, dass mittlerweile 30 Millionen Leute das Spiel spielen. Du hast das ja ein Free-to-Play-Spiel, und das heißt, das alles gratis, ohne Limitationen, kann in sich just Kartenpacks kaufen für richtig Geld. Voilà. Trotz der Tatsache machen sie entretant 20 Millionen $20 pro Monat. Das lohnt sich dann für sie. Wir haben schon ein paar Mal das Thema Free-to-Play-Spieler, die zum das Dollar faktisch nicht limitiert. Also du kannst alles, den schwarze Kaffee kannst du mit Geld ziehen, zusätzlich Kartenpacks. Ja, ich freue mich, ob du an den Zöllen noch einmal da begriffen sind, dass du Werbung könnt Werbung? Nein, das ist ja, das Spiel ist komplett gratis. Ja. Du brauchst immer mehr Zeit für Karten zu heben. Nein, gut nicht. Nice. Ja. Nice Play. Das ist kein Pay-to-Win. Das absolut ist nur für Karten an Adventure-Mode auch. Ja, das sind Expansions. Die kannst du auch mit Ingame Gold kaufen. Da muss ich natürlich so eine Blizzard hat die Chance, dass sie schon ein ganz großes Stammteam schon die auch direkt Blizzard geht doch schon mehr. Über 20 Jahre.
Ja. Boah, das ist ja schon mal nice Töne, die du schreibst. Ne? Ja, ja. Ich stelle mal überlegen, ob ich noch so. Bei meinem auch Okay, Man weiß, sieht da. nee, wir will ja aber die Zölle noch erreichen. Ne? Ja, mir ist schon noch ich hätte an meiner Mobilcorner gesagt, dass Hearthstone an einer Kartenspieler lot der größten Genre an der App Store geht. Ja. Die mehr Geld macht. Ja. Ja, und mittlerweile ist es hier Hearthstone war ja Magic the Gathering. Ja. Der Kinect von den Kartenspielern. Die sind noch auf dem Thron. Wildstar, das ist ein MMORPG von Carbine, published von NCSoft. Das schon am Juni 2014 rauskommt. Am Anfang wurde geboomt, ganz viele Kopien sind verkauft gehen, aber relativ schnell sind die Spielerzahlen gesunken von dem Spiel. Das hat nicht zuletzt wahrscheinlich mit dem Bezahlmodell zu tun, wobei es sich um ein Abonnement gehandelt wird. Los ist dann soweit, diesen hier wird das Spiel dann Free-to-Play. Leute, die können sich anschreiben für eine Beta von dem Free-to-Play-Modus zu spielen. An die schon einen aktiven Account momentan nach Hund von Wildstar, die haben direkten Zugang zu dem Spiel. Voilà, das kann ja mal so eine Boost bringen. Das ist eine schlechte Strategie für Spiel dann einfach. Weil ich muss auch so, ich schon das selber auch gespielt und ich fand Wildstar also eigentlich ein geniales MMORPG. Aber auch bei mir war es auch nach einer gewissen Zeit. Ich hatte immer mal weiter gespielt, weil es ein Abonnement bezahlt, ich weiß nicht, ich kann mir das noch nicht leisten und dann spielst du wieder was Abonnement? 15 Euro das ist aber sie hatten einen guten trotzdem 15 Euro der Mönch. Aber sie hatten eine gute Strategie, wo Spieler Spielzeit erkaufen können und für Geld, Ingame-Geld ja. Das wird sich Chat genannt, das war basiert auf dem System von EVE Online. Du kannst der Spielzeit, du kannst ja so eine Art Bon kaufen am Spiel mit Spielgeld, den deine Spielzeit im Monat verlängert wird. Und du kannst den auch verkaufen. Du kannst zum Beispiel, wenn du so viel Ingame Gold hast, kannst du der so kaufen und da kannst du einen anderen den am Auktionshaus verkaufen. World of Warcraft World of Warcraft hört das auch adoptiert. Ja, die Tokens, ne? Ja, Tokens. WoW-Tokens, ja. Ja, aber auf eine Strategie mal Free-to-Play. Ich persönlich hoffe, dass das Wildstar ein bisschen boost, weil wie gesagt, das wirklich gut werde die anderen Spieler bestimmt noch mehr zurückbringen und vielleicht auch mal neue rausbringen. Und wir haben gesehen, dass Free-to-Play-Modell wie am Star Wars MMO funktionieren. Voilà, ja. Seit das Free-to-Play hast du viel mehr Content sogar und so weiter. Also, Heinz, du kannst das wirklich etwas bringen. Ne? Ja, voll versucht werden. Ja. Gut, dann kommen wir zu den Portable Steam Machines. Das ist etwas ganz Neues. Steam Machines kennen wir ja schon, darüber haben wir auch schon geschwärzt. Das ist sozusagen eine Konsole von Steam, von Valve. Und voilà, so bringen sie das als Portable raus. Das heißt, kann sich vorstellen wie ein PS Vita, mehr von Valve. Was das mit sich bringt, ist, dass ihr einen Zugang zu all den Spielern hat, die in seiner Steam Library hat. Und das Ganze das soll dann am 4. Quartal 2016 rauskommen. Und der Preis, der Vierverkaufspreis von dem Portable Steam Machine soll bei $299 liegen. Okay, cool. Endlich mal etwas für was auf den Tür zu hören. Was ein bisschen mehr Power hat, wie vielleicht ein Handy oder so. Ja, voll. Also kann ich so sie haben gesagt, dass das ganze 4 GB RAM hat, ein 720p Touchscreen, HDMI-Schloss, Bluetooth, Wi-Fi. Ja, das klingt also das ist gut. Alles was den braucht, ne? Also dadurch, dass ihr kann seinen Steam-Spieler ja rüber streamen, hört ihr noch dann oft PC-Leute, die schon Spieler an ihrem Steam schon direkt ein ganz Library Spieler. Ja, da freue ich mich gerade, kannst du dann, egal wo es denn passt, die Spieler streamen. Ja, du hast wahrscheinlich, du loggst dich einfach an deinen Steam-Account. Ja. Das Ganze lebt doch über das SteamOS. Also ein Betriebssystem, brauchst du wahrscheinlich einfach Steam anzuloggen und dann hast du Zugang, muss gleich Spieler aufladen, gebe ich so natürlich. Ja, okay. Voilà. Ja, schon mal cool. Das ist eine clever Idee. Ja. Ich meine,
die echt wirklich portable Konsole, da ich mich erinnern kann, war PS1, nicht das große Klang, die ein Berry Pack an den Klang Ekran hat. Die kleinen weiß. Ja. Wo du den Bildschirm mit dabei hast, da fängt die echt Konsole, Ja, war nicht- und dann ein Auto holen oder so. Ja, so lo können wir wirklich als PC-Spieler. Na ja. Ja, das ist cool. Das Ich kann mir auch vorstellen, dass das ein bisschen kommen aus, weil war ja zum Beispiel Alienware, die ja eine portable Konsole rausgebracht. Da war es nach Razer hat Razer Edge probiert und das war aber alles so ein bisschen hat alles ein Problem und so. Ich kann mir vorstellen, dass Valve da gesagt wird, mehr man das lo. Ja, ich fand am plus auch, weil die am Moment die größten portable Konsolen, sondern den DS, Ja. also von mal der ist der Platz von der Ja, Schwelle, da also sind zum Spieler Beispiel am Fluss. ja. PS Vita, die gerade raus ist, also okay, ist ja gut, mit Ja. Spieler, die raus sind, die überzeugen ihn nicht direkt, wissen Ja, das ist auch eine Sache von das hier portable, anders kann man nicht. Viel von den Nintendo-Sachen sind eben noch mehr Kleinspieler. Ja, mehr voilà, die Europa gut passen. Voilà. An PS Vita da welcher Spieler wo dann entweder sind hier Originaltiteln diese dann ein bisschen reduzieren für Vita drin zu machen an plus PS Vita kann noch streamen mehr aber dann noch Schüler innerhalb vom Bereich von der PlayStation 4 Und die hast wahrscheinlich auch mit der wie der oder so. Ja. Da dann noch vielleicht ein bisschen verkaufst. Und wenn man gesehen hat, noch mit Handyen und Tabletten geht immer mehr schnell und besser, mehr das nach nicht do. Ja. Für PC und Konsolen. ja, die Firma werden lo denken ja das könnt gut tun für allem am Mobilbereich du probieren sie mal doch so ganz genau. Leute mehr in der W spielen Auch wirklich das Valve sowieso die letzten Jahre im Gang als an all Bereich probieren sich zu imposieren. Sie hat mit, wie gesagt, den Steam Machines, mit dem Steam OS, mit den Virtual Reality, dann der Portable, also ich meine, die haben einfach viel Geld, viel Zeit, auch viel Lust, Sachen zu machen. Ja. Ne? An King Half-Life 3. Kein Half-Life 3, ja. Mann Ja, mir das hier den Drama ist ja dort. ganz tot Anscheinend. Der Chef von Valve hat ja gesagt, die kennt sich 15 Yachte kaufen von denen das Spiel rausbringen ja, das ist das Problem, die kann sich los schon 15 ja Die braucht das nicht. okay, Pader für meine Ausbrüche lo. Ich mich rum. Das hat sich schwer Zeiten für Gamer. Half-Life 3. Ja. Voilà, kommen wir dann zur letzten Nachricht von heute. Der Sumail Hassan Zied, ich hoffe, ich so in seinem Namen richtig, aus Pakistan. Das ist ein 15 Jahre alter Jung, den hat seine Pro-Karriere angefangen. Er spielt Dota 2 am Team Evil Geniuses. Sie haben dieses Jahr dann 2 Turniere gewonnen. Das erste war Asian Championships zu Shanghai, wo sie 1,1 Millionen Dollar gewonnen haben. An den zweiten Turnier war The International 2015 zu Seattle. Und da waren 6,61 Millionen Dollar, die sie gewonnen haben. Hin lang hat Domada also 1,6 Millionen Dollar auf seinem Konto. Ja, the both. Schon immer nach Gefühl, wir machen den falschen Job. Das ist wahnsinnig geil. Wahnsinnig geil. 1,3 Videospieler, also ich wird noch immer gesagt, nein, ob die Zeit verschwenden und Leute. im Hauscover gesagt. Ja, das war Mach weiter. Und das ist nur in den langen Jahren. Das sind 2 Turniere gewesen. Und die nach Jahren so Turniere möchten immer ein bisschen gewinnt. Die Dota 2 Turniere, die sind noch immer, die füllen Hallen. Ja. Frankfurt war auch ausverkauft, also das ist wie Fußballstadion, was vor. Ja. Und die Leute bringen durch. Das ist Wahnsinn. Das ist nicht, dass ihr da sitzt und sagt, ja, sie haben gewonnen. Nee, die Leute sind wie wenn in einen Fußballsmatch gucken. Genau, das ist mega Stimmung in den Hallen. Ja. Das ist auch für riesen Bildschirm, das waren die kleinen Jungs. Das Also kleine Jungs, nee, Nee, das ist aber junge nicht Baseschläge mehr, das ist ein Menschen. extrem Jungen, den nur Millionär. Also wenn mit 15 Jahren mehr für Videospiele spielen 1,3 Millionen gegeben hat, da wäre schon wahrscheinlich nicht high. Das nicht. Geld ist nicht so wichtig. Das ist ein bisschen normal, aber wenn du über 25 Jahre alt bist, gehen deine Reaktionen mehr los. Du bist nicht so kompetitiv. So, wenn du 15 bist, was nach jung und schnell und deine Reaktionen sind wirklich, du hast
Du kannst Ja, alles Das machen. ist auch ganz offiziell. So. Ja, Also, ja, ja. Wir hatten hier schon leicht drüber geschwart über Südkorea und hier StarCraft. Ich spiele StarCraft Ja. nicht. Ja. Wie Das soll schon um, ich klicke und ich baue meine schöne Basis dahin und ich gucke, die spielen, die tippen ein Nonstop-Sachen an. Bei dem dritten Klick könnt ihr den ganzen Armee Und dann plus ja du doch gesagt ab 25 gehen die Reaktion drauf du musst schon Vollgas gehen an gutem Ball bleiben für überhaupt nach können bis 27 zum Beispiel Ja. spielen weil da gehst du rausgehalten Ja. also das sind ja wirklich Profi-Teams die kriegen ersten und die müssen den ganzen Tag spielen Voilà. und du gehst da rausgehalten also oder du fängst dann nun Das ist wie ganz man letzte offiziell. Woche oder vielleicht Woche gesagt du fängst dann nur mal dopen ja das ist ja nicht erlaubt also das hat auch schon mal ja, voilà. ja das ist wahnsinnig Gut, Cool. das waren die News für Haut. Ja, Spieler vom August. ja Du siehst auch ein paar flott Sachen dabei. Ja? ja, da war aber voll Until Dawn fand ich immens interessant. Ich hatte auch Heavy Rain immens gerne gespielt dann, oder ob sie nicht auch ganz gespannt. Du hast den, wie ich weiß nicht wie die Das Titan Panetier. Klitschko Klitschko sagen Ex. ja. Boah, ne, das ist aber nicht doof, wenn es also gesagt immens interessant Trailer ja, gesehen, ja, wenn es Spiel. ich meine so ein Horrorspiel, Ja. aber wie Heavy Rain auch war Heavy Rain war einzigartig fand ich. Ja, das ist ein bisschen wie das ist ein interaktiver Film, kann ich Ja, sagen. ja. Also, ja. Also auf jeden Fall cool. Gears of War Collection, das ist absolut cool. Also Gears of War, wenn du dann einen Stück durchspielst, ballerst du 5 Stunden lang ein Stück, aber nonstop. Du hast nicht, du hast ein Cutscene, wenn du alle Cutscenes zu tun hast, sind vielleicht 5 Minuten. Und der Rest ballerst du, was du hast. Also das ist cool. Ja. Gears of War ist, ja. Ja, da war auch nach den Dishonored Definitive Edition. Ne? Ja. Ich fand das ganz gut, weil da hat mich mal Lust, ob den Dishonored 2 Deo gekündigt wird. Ja, stimmt, auf jeden Fall. Voilà, Thema von der Woche. Das Woche dann als Gamescom. Da haben wir noch ein bisschen übrig von letzter Woche. Auf jeden Fall. Gamescom war Ein Erlebnis. top. Das war cool. Also, wir waren sogar zu summen für ein paar Jahre dahin. Das war ganz anders. Ja, das ja, wäre, das also, war ganz anders, das ist ja. viel mehr, wenn du für lange Zeit hin war, das ganz anders mittlerweile. Das ist viel mehr aktiv, das ist viel mehr Last da. Ja, ja. Das ist Sie auch viel, groß das viel, mittlerweile, ja, ne? das ist mir groß. Das ist mir groß geworden. Sie sind ein ganz hart beigeholt. Mit einem AK-Stroß. Ja. Und was für sich war. Auch viel mehr Platz. So, also es fährt unmutig gedreht. Es war auch schon so gedreht, gell. Und sie haben mir leider auch gewesen nach wie die Jahre für Runden. Ja, das stimmt doch. Ich meine, es waren 345.000 Ja. das Jahr. Also das sind ja schon ganz viel, ne? Ja, eine Menge echt Käfer. Denke ich, ja. Weil wie mehr Demonstration war alles noch ziemlich kahl auf Küste verpackt. Die Küsten, die Reihen, wo Ja. Video da gewesen sind, die sind auch immer da. Natürlich, Das ist ja. für, wenn ich zum Beispiel den Leaked Gameplay da, den auch so aus seiner Küste kommt, wo voller das ist auch für allem für wenn es der Altersbegrenzung Ja, genau. sie können die nicht einfach so weisen weil die auch mir Junker lang die am Anfang dann nicht dafür gesehen Ja, voilà. das ist egal wie von den do will falsche Footage will gesehen dann muss ich Stundenlang. warten verschiedene Stunden Ja, lang die von verschiedene. Oculus hatten sie wahrscheinlich nach der Not gesagt wie man einfach froh waren wie lange war es? Ja sie hatte gesagt wir hatten wenig für 6 Stunden 6 Stunden also wenn du willst den Apps gucken gehen dann musst du wirklich mindestens schon 2D abplanen was du willst alles gesehen weil das ist wirklich viel zu Und wie das mehr jo do war für zu schaffen du sech war dat jo außer froh dass man so Ja, das ist nicht- Stunde das lang kann in ich Schwee nicht. sitzen Ja, dann hat man eigentlich gemacht ja weil es war aber voll trotzdem mehr cool das ist ja mal nicht weit Köln ist gar nicht ja weit ja und der Preis ist auch gut also das 15 Euro wenn Ja, ich so rechtzeitig ja. kriegt geil nicht viel mehr und der absoluter Wert was man nicht konnten an den Beitrag machen lächen
welche Sonden war wie mehr den Oculus getestet. Ja, war endlich soweit. Es war nicht den neuen Oculus, wofür wir 3 Stunden warten. Genau. Es war die Idealversion, die Mit der aller Demo auch, die schon bekannt ist mit der Achterbahn, die hat schon für 100 Mal gesehen. Ja. Aber trotzdem, ich muss sagen, das war für mich ein Art Highlight, weil ich nach nie viel Runden so einen unharten Oculus an so, wenn ich da sehe, will ich einen Oculus testen. Also im letzten Moment, das wo war man der nach einem letzte Platz Moment, kommt, das war wo ihn halt die Version Ja. untesten. Und ja, da war ja auch ein bisschen mir eine witzige Sache geschieht. Ich konnte dafür so mal rangucken. Ja. Das war wahnsinnig, also ich fand mega cool. Du guckst ran und egal wo du guckst, im Bildschirm, ich fand mit dem Video, wo ich wieder gesehen habe, du meinst, wie waren doch ein bisschen so wert, aber das 100% so, du guckst Ja, ran, schon auch gemacht. Ja. Ich konnte wirklich... Du, egal wie, du hast schon Demos gut darauf reagiert. Ja. Und wenn die Achterbahn raufgegangen ist, und ich schon mein Gleichgewicht. Erstens mal, was ich cool fand, die Achterbahn ist raufgegangen und du kannst kribbeln. Ja, ja. Und hat es Stuhl. Ja, ja. Und wie in einem Keller hast du nicht gemerkt, spielst du gegen Tag. Ja. Ich war der Letzte, der nicht probiert hat, so... Ich hatte meine Technik schon. Du warst schon viel bereit. Ja. Der Blöd war noch, ich bin Mädchen nachgefragt. Hast du halt schon erst auf dem Stuhl gefallen? Ja. Und mir geht bald mehr. Und ich komme und ich fahre. Das war gut normal. Auf jeden Fall war es mega cool. Das war, also da selbst, was ich mich freut. Ich muss noch so, dass so ein witziger Effekt, im nächsten Moment, wenn ich das unhört, dann denkt ihr gar nicht darüber nach, dass ihr locker rundherum guckt. Das ist schon die ersten 20 Sekunden oder so schon nicht mehr wieder ausgeguckt. Das ist gewundert, du warst ja in einem Spiel. Und B-Moll habe ich schon gefragt, ja, und dann realisierst du recht, wie genial das ist. Ja, das ist auf jeden Fall mega cool. Und ich hatte, weil ich hier gesehen habe, umfahren, hatte ich auch schon direkt beim Bierjob von der Achterbahn mit meinem Fuß den Boden gesicht. Das ist schon eine kleine Stabilisation dazu, weil ich wusste, das fahren nicht auch. Das hätten wir auch hier gesehen. Ja, nachdem ich mir da während 3 neue Oculus sind, hätte ich mich kaufen lassen. Wir hatten ja angefangen mit denen von Project Morpheus geschwärzt. Genau. Und denen hat wirklich gesagt, mittlerweile sind sie wirklich auf 120 FPS. Yes. Und sie 60 Pro A. ja, und sie haben Der Lag aus 0,8 Millisekunden. Ja, voilà. Also das ist wirklich, das ist so weit, das könnte loben. Ja. Und das ist wichtig, weil das ist der Grund, wieso es so an der Zeit bei den Developer-Editionen die Leute eben mal schlecht gehen und dunkel gehen, weil eben die FPS nicht schnell genug waren und Gehirn geht natürlich durch Nebel und Bild nicht richtig matt könnte. Ja. Das ist alles in der Reihe. Und wieso fangs nächstes Jahr, wenn die meisten von den Sachen hier rauskommen, wird das danach vielleicht ein klein bisschen perfektioniert sein. Freigerweise Watto-Apps. Das könnte der weiß flott an der weiß den Innergang für verschiedene. Ja. So geht da vielleicht verschiedene Gute mehr als im Hals raus. Ja. Dann muss man sagen, muss mal einen Host machen. Ja, wenn wie so gut ein MMO-RPG rauskommt und Oculus. Ich mache da virtuell Hosten aus der Welt. Ganz andere flott Statistik, nur mal auch noch auf der Seite von Gamescom selber fand, den nämlich ein bisschen gesagt, wie viel da war, also waren 345.000 sicher da. Aus 96 verschiedenen Ländern. Die war ja 1 verkaufen 4 raus, das heißt, die gehen von 4 bestellt und sie konnten das gut kontrollieren. Das 96 verschiedene Länder, also wirklich die ganze Welt schon bald da waren. Und war mehr groß wie für drin. 806 Entrepreneure waren da. Ja. Doch viel waren, als 45 Länder waren die. Auch am Ganzen, das heißt, auch da haben wir von der ganzen Welt Leute. Und 193.000 Quadratmeter waren da. Inklusive Event, also Eventbereich. Ja, Eventbereich, das heißt, du warst, ich meine, da war der Bausen, wo sie auch Skate gefahren sind. Ja. Wir kommen nicht dazu, das guckt. Also, wir haben alles gemacht, für da viel Material zu sammeln. Und sie hatten noch so einen gewissen Award. Sie hatten noch Best of Gamescom, was war der Best, was war das Beliebsten und so. Da will ich auch ganz schnell vorlesen. Das Best of Gamescom, den Award kriegt Battlefront. Ja.
So, also alle überraschend. Nee, aber auf jeden Fall, Battlefront, da hat man ja auch an unserer Sendung gesehen, da war wirklich eine riesige Bühne dazwischen. Okay, die gehen auch für andere Sachen benutzt, aber auf der Seite waren da Computeren, wo sie alle drauf sitzen und gespielt haben und Warnzeiten. Und dann gehst du darüber bei PlayStation und da war nein, Battlefront und da war nein. Also, das hat mich auch nicht gewundert, wie ich schon gelesen habe, dass sie den Preis kriegen. Most Wanted Consumer Award, also auch Battlefront, Best Console Game für Sony PlayStation, Battlefront, Best Game für Xbox, Microsoft als Metal Gear Solid 5, Best Console Game Nintendo Wii als Super Mario Maker. Das ist ja doch mehr cool. Also, was da dabei rauskommt, das kann ich noch. Und dann Best Role-Playing Game, Dark Souls 3, Best Racing Game, Forza Motorsport 6, Best Action Game, Metal Gear Solid 5, Best Simulation Game als Forza Motorsport 6, Best Sports Game als Pro Evolution Soccer 2016, Best Family Game als Lego Dimensions, Best Strategy Game als Unravel, und das freut mich, weil das Spiel sehr cool ist. Für noch mehr als die Patch gemacht hat, weil ihn immer viel von seinen Dramen erzählt hat, dass er das wollte machen. Gewesen wird, wie er mit seinen nützlichen Menschen wirklich gemacht hat, wie ein Dummer da probiert hat, an seiner Vakanz Szenen zu rekreieren. Ja, also das freut mich mega für ihn und auch so, das Spiel sieht auch cool aus. Best PC Game, Battlefront, Best Mobile Game aus Legend of Zelda Triforce Heroes, Best Social / Casual / Online Game aus Super Mario Maker, Best Online Multiplayer Game aus Star Wars Battlefront und Best Hardware aus HTC Vive, Bestes Indie-Spiel aus Cuphead. Ja. Also das ist cool. Na, was ich noch wohl so, das ja, der ganze Bereich von Indie-Development, das auch da, und das fand ich auch immer ganz cool, weil das die Leute mit Kleinstein mit nicht so viel Warteschlangen und du sind da immens viele, die sind noch so froh, mit den Leuten überhaupt zu schwätzen über die Spiele. Also kann die Leute direkt, den Developer direkt ausschwätzen und die zählen da alles, was die wissen will. Die haben keine Multimillionen-Dollar PR-Maschinen laufen. Nee, die haben keine Leute. Die können die Interesse weisen und ihre Spieler. Also ganz vielfältig Games kommen auch. Du gehst doch ganz Bereich, wo ich konnte hier sagen, okay, das ist besser, denn jetzt mal zu, weil das ist ein bisschen, kostet gut, gell? Also nicht, das ist auch nicht so mäßig. Nee, das halt, ja, Eventpreise eben, ne? Ja. Das ist immer bei dem Sängerplatz, das kostet halt ein bisschen mehr. Ja, weil sie wissen, was du brauchst. Ja. Also, pardon. Mute mal. Und das immens, also, ich werde bestimmt nächstes Jahr, egal wer hier gehen, und ich werde vielleicht gucken, ob es gut 2D zu gut. Ja. Das ist natürlich die Frage, wie wir los. Weil nachher bestimmt noch ein kleines Special nächstes Jahr. Ja, definitiv. Das, ja, okay. Wir waren auch ein neues gehen, weil am Anfang sind Leute wirklich so, weil D3 ist ja immer schon wie frei, die ist am Juni. Und wie das dort Leute ran dürfen, sind sie natürlich mehr froh mit der Gamescom. Dafür kommen sie auch dahin. Und dafür sind Developer, also die Entwickler, die sind mittlerweile auch schon im Gang, so zu machen, dass für D3 dann dazu und dann kannst du auch noch für die Gamescom etwas Neues bringen, für das Leute schneiden können Frieden und dann macht mehr Frieden. Also das ist aber verwerten, da wird du nicht zu kommen. Genau. Ja, auf der Gamescom da gibt da waren noch andere News von ein paar Spielern, natürlich kann man so nicht alle sammeln, weil man konnte, wie gesagt, an einem Tag kann man nicht überall hingehen, aber wir haben auch noch ein paar gesammelt und das wären dann für dich mal das Spiel Hard West für PC am Hirsch rauskommt. Das ist ein Top-Down Turn-Based Tactical RPG und da kann ihr sich durch verschiedene Story-Based Szenarien, und das klingt vielleicht wenig mehr, er tut trotzdem 40 verschiedene Missionen da dran. Und das Spiel in einem Team von 1 bis 4 Spieler und ein Squad verschiedene seine spezielle Fähigkeiten holen. Das ist ziemlich düster und ich spiele am Wilden Westen und sieht ziemlich viel versprechen. City Skylines auf der Dark hat sich für dich gewiesen und das ist am Anfang City Skylines, das ist ein geniales Spiel und Loget Dragbrüch, dass du auch daran nicht kann gehen und darauf also auch den Verkehr angepasst ist am Dach. Sind natürlich aus dem Verkehr an der Büro sich. Leute gehen auf den Strand, es gibt auch International Airport, wo mehr Trafik ist. Und so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel auch, dass Kriminelle vom Polizbüro an der Prison gefordert gehen und so. Das sind alles Sachen. Also das Spiel ist schon mal genial von 4 an. Und das du nach mir liebst. Das war auch etwas von den nächsten Sachen, die ich gesagt habe.
war das ist schön dass das Kind daran nicht geht Ja. das wird das ganz bisschen neutral gelöst Ja. und leben ein bisschen rein lo das ist cool aber wir wissen den Release Date als nicht gesucht Halo Wars 2 kommt dann unter Gamescom als große Überraschung ne und da werden sich auch Leute freuen das war von den besten Real-Time Strategy Games auf der Xbox 360 für allem auch für Fans von Halo weil das natürlich auch immer froh das von Creative Assembly an die auch Alien Isolation gemacht haben an 343 Industries was nach rauskommen war auch cool als die war Mafia 3 Ja. das ist auch ein ganz anderes Szenario die hat man einen coolen Trailer annonciert dann nur noch ein bisschen Game Trail gewesen du warst so ein Vietnam-Veteran nicht Lincoln an der Problem mit der Mafia mit der italienischen Mafia siehst du nur pur Lokalkrimineller an grenzenegen Mafia und du musst dann noch gegen kämpfen Spielt Also. an der 70er. ich spiele dann das späte 60er Ja, den Übergang auf 70er, weil Ja, so gesagt, das bisschen den Innergang von dem glamourösen Mafia-Leben. Weil Mafiosi waren gut gesehen und sagen, da also der Wendepunkt, wo du fängst, dass das raus könnte, was Mafia so wirklich mögen haben, da ist das ein bisschen mehr gritty. okay. Cool, also war voll cool und das ist für nächstes Jahr 2016 cool. Naja, bei Battlefront da gibt es auch zum Beispiel annonciert, dass den DLC wie ist schon mal Battle of Jakku, der spielt sich am Universum auf der Platz vom neuen Film Genau, ja. The Force Awakens spielt den Job und dafür könnt ihr noch gratis raus wann den pünktlichsten Kinostart vom Film Genau. könnt den da gratis für die Freunde raus haben nachher dass es nicht mehr für die aus die Filmstart tun Ja. lo aber Scheint gar nicht. nein ich weiß das von wo darauf hingewiesen wird also sie sollten einfach das gratis an du immer das für die Freunde aus gucken Ja, mal weiter wie es geht Das ist nicht den Day One DLC. das ist nicht den Day One DLC Nee, das Spiel könnt ihr im also November. ja an den kommt am Dezember raus. Voilà. Für den Release. 17. Ja. Dezember Yes. genau. Aber der Film auch Release. Du wird man vielleicht keine Sendung mehr wenn man all da im Kino Aus dem Kino raus, ja. Uncharted 4 du als ob der Gamescom war immens interessant weil den Trailer den ich gesehen habe auf der E3 hast du nur noch weitergegangen und du hast den Nathan Drake sein Bruder kennengelernt mit dem dann noch ein bisschen mein Motto ein kleines Verfolgungsjagd hat an ganz interessant kommen Charakter dabei und du sind dann nicht mehr dazu gesagt mit der kommen Delena der doch schon als der Serie bekannt als Uncharted Serie bekannt ist kommen dabei und du ganz gespannt was dann lo mit ihm geschieht oder wer dann die Geschichte vom Uncharted 4 ran kennt also interessant The Division doch noch viel Spieler darüber geschwart du hast dafür in allem Modus Dark Zone Modus ein bisschen gesehen an wie das schon aufspielt an größer Neuigkeiten waren bloß nicht verschiedene Leute gesagt sie werden ein bisschen enttäuscht darüber wie da bisschen durchgestalt go von sie haben sich ein bisschen mehr erwartet mittlerweile und waren dann nicht viel Neues dabei leider ein bisschen schuld aus und du hatten für einen Gameplay gewesen ob sie wie dann reagiert wenn sie Diana überfällt oder nicht aber war interessant nach nicht allzu viel Neuigkeiten doch schon so lange dauert Ja. das dann nicht so interessant. Dann hast nach Halo 5 Guardians hat einen Modus rausgebracht, also rausgebracht hat gewesen das war der Warzone Modus und da spielt man ein riesiger Map und du sind PvP gegen PvE gemischt das heißt jetzt sind noch NPC-Spieler dran und du kann ihn dann das wie gesagt ein riesiges Map den muss da verschiedene Punkte anhüllen auf denen von den verschiedene Gegenstände und sind sogar Bossfights dran das ist ganz interessant ausgesehen sie noch schon mal direkt gesagt sie wollen den E-Sport ein bisschen pushen natürlich sie haben noch schon mal direkt gesagt sie machen ein Turnier wo über 1 Million also 1 Million Das pusht. Dollar geht, ja. Also da kann noch viel erwarten da werden sie sich so gut frei Konami war mal gucken an mir hun kein Silent Hill Fund es schon Gesicht also geändert im Teppich nicht Gesicht und die hat kein Silent Hill das schon Rosen Ja. und ja aber wir haben ein bisschen nur geforscht also Konami mir den Trailer von ich meine wir wollen den Stil mal einfach selber
forgive you. You deserve to die too, Chief! What exactly is a nightmare? It's all right. I won't leave you alone. Silent Hill. Ja. Da tun wir von über Minden Silent Hill von Pachinko-Automat. Pachinko. Für was froh der ist bestimmt mehr Such und dann verdammt die froh aus Konami. Okay, von der froh, what the fuck, oder du vielleicht gesagt Konami. Du hast in der letzten Jahr noch eine Sache gelesen, ne? Dass du Leute, die bei ihnen arbeiten, die schon jahrelang Senior Developer, wenn sie ihnen nicht gerade in diesem Moment gut genug schaffen, dann mussten sie die Boden abputzen. Und hier ist sie sich schon so, also sie mussten wirklich Senior Developers, ja, verstehst du? Und das ist auch wahrscheinlich mal der Grund, wieso dass man Kojima dann als Neger ist, ne? Weil Konami meinen nicht mehr so wirklich Lust hat, Videospieler zu machen. Come on, die Slot Machines. Ja, das scheint ja. Sie machen los Spieler auf Handy an, machen nicht mehr Geld mit den IPs. Ich meine, der neue CEO oder allgemein die neue Chefetage bei Konami wird gesagt, ja, nicht mehr nach Mini-Sachen, die viel Geld bringen. Kein großes Projekt. Easy money. Klingt das Ganze, wie man die Botsfrage gestaltet hätten und es schaffen. Genau. Aber Obwohl für die die nicht wissen, die Pachinko-Automaten, so ein Strich, Pachinko. Ja, Pachinko. Die sind in Japan extrem beliebt. Die sind, so gehen es Hallen, da sind Dosen, Hunderte von denen dran. Das ist Kamei, die da dran und die suchten nach, die Jam, die Binge spielen nach, bis das sie nicht mehr können. Und das in Europa war gut nicht. Das wahrscheinlich bei minimalem Geldaufwand bringt das wahrscheinlich viel mehr ran, wie wenn sie Dann irgendwo... Silent Hills dran. Klar, das Ganze. Tja, sie Okay. recht, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich gesehen, du ganz schlecht Zeit für Konami, du an der Videospiele so früh auf die Zukunft, aber das ist just meine persönliche Meinung, glaube Oh, Wir können immer PT auf Dinger PS3 spielen. Ja. Ja, fair. ich. Auf meiner PS4 spielen, ja. Gut, kommen wir dann aber... Guck mal, sehr mir frohe Botschaft. Erstens, ja, Gewinnspiel. Gewinnspiel. Ja, schaut mal rüber. Gewinnspiel. Experience the global phenomenon live in select cinemas nationwide. Ganz richtig, Final von Counter-Strike, der World Championship zu Köln als nächste Weekend ugesot an gëtt vun ihr se auch deweis an de Kinoen iwwerdroen. Utopolis mech doch mat an der könnt Teil 2 Ticket gewannen, wann der just eng froh beantwortet, nämlich wen as dëse Kerl? Wann der dein Vertwister schreibt es auf infactplacegames@gmail.com, der hat 24 Stunden Zeit, als den zu so von dem her an dann könnt ihr 2 Ticket gewonnen für an der Kino live überdrohen gucken zu gehen. Voilà, das Gewinnspiel von dieser Woche. Wir wollten noch ein kurz dazu sagen, dass wir als Gewinnspiel, dass wir da kurz überdenken, das Prinzip, nämlich hat man bis immer so gemacht,
weil noch ich einkehr am Kroten aber pur einfach in das Kehr an mans froh darüber viel muss merci dass Mod gespielt tut dafür machen wir da so dass nicht den echten gewinnt wir sind auf YouTube der Tisch kannst du der Spiel spät gucken also können nicht dazu anfüge dass man einfach nicht will den echten gerade du setzt mal einfach nächste wahrscheinlich mal mein Ziel überdenken hat nach man der bist mir fair auf alle Fall an ja, das war das schon für uns. Wir dann Schluss von dieser 5. Episode kommen. Ja. Wie immer so mehr vielmals merci, dass da nicht geschaut hat. Und wir sind so dankbar für all das Feedback, den wir kriegen. Und ja, dann bleibt es ja allem wie immer nicht viel übrig, viel zu sagen. Schaut nichts vor Roman, was nicht heißt. Dreck Options. Dreck Options. Dreck Start natürlich. Allez. Ciao. Ciao, ciao. Salut. Everything for the team. That plastic shit hurts. Hi, the game's coming at you. Ja, und wir gehen nochmal weiter. Wir gehen nochmal weiter. Oh, Haut, was? Der muss der Fake Jimmy ist irgendwo an dieser Sendung verstoppt. Und der muss just am Bild fangen. Okay? Schick das eine E-Mail auf infectplacegames.com. Das ist so viel, dass ich die ganze Zeit im Buch gelegt habe. Auf infectplacegames.com. Start! Ciao! Ciao, ciao! Thank you.